Folge 19 vom Podcast von der schönsten Kurden aus der Schweiz, haben wir mega lange nicht mehr gesagt. 19 Folgen, was heisst das? Wie viele Wochen? Das heisst, ich habe ein Hobby. Wie viele Wochen sind das? Hey Bro, fast 5 Monate. Fast 5 Monate. Ja, Mann. Ist das so? Sind wir schon seit fast 5 Monaten? Ich weiss einfach, dass es 4 mal 25 gibt. Und das wären 5 Monate. Fair. 5 Monate vom Podcast von der schönsten Kurden aus der Schweiz. Ja, Mann. Ist 5 Monate zu kurz, um in die Top 10 Charts zu sein? Anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Ist Er ist weder zu kurz, noch ist es zu wenig bündig. Jetzt will ich einfach das Intro laufen an meine Fresse haben, Bro. Brüder, endlich haben wir einen Podcast. Aber wehe, du nimmst nicht sehr, hat sein Lachen irgendwo im Intro mit. Also meine Kolleginnen sagen mir immer wieder, ich soll mal in den Podcast einhören und ich muss ehrlich sagen, ich verstehe den Hype nicht. Ja, der Melodie. Arkadaşım, neredeyse siz yapma, kamera var. Beyefendinin nereden geldiğinden hiçbir haberim yok. Söylüyorum abi, çarşıyla geldi buraya. Yok ben küfür etmiyorum, bu küfür ediyor. Ne istiyorsun sen? Kuzu istiyor. Das ist kurz und bündig Eine Kollegin ist zu mir gekommen und hat gesagt, also hört mal, ich finde, ihr sind immer gemein zum Yilmaz. Ich finde, ihr müsst ein bisschen netter sein zu ihm. Darf ich schnell da cutten? Ja. Er ist mein Fleisch und Blut, er ist mein Bruder. Ich rede so, wie ich will mit ihm. Aber sie hat recht. Fressen. Also erstmal, wer hat das gesagt? Wer hat so eine Stimme? Also, so wie du es jetzt sagst, Ja. ich sage jetzt einen Namen und Ja. ich weiss, es stimmt nachher, hör auf, mit mich reden. Perin. Ja, das ist Perin. Okay. Küss dein Herz, Perin. Perin sagt, wir sind zu gemein zum Yilmaz. Aber Perin ist ein gutherziger Mensch. Du hast schon erwartet, dass etwas von ihr Ja, und darum, ich wollte euch mal Danke sagen, dass du deinen scheiß Job machst, Yilmaz. Ich habe dich genommen, wo du nichts warst. und ich habe dich Regisseur und Produzent gemacht von dieser Show. Diamant hast du gefunden. Ich habe einen Rohdiamant gefunden, am Anfang. Ich bin ihn immer noch am Schleifen. Ich sage auch nicht, sagt mir Danke wegen dem. Oder? Ja, normal, ja. Dank dir ist Yilmaz jetzt ein funktionierender Teil von dieser Gesellschaft. Dank mir hat der Yilmaz einen Sinn im Leben. Weiß nicht. Das ist jetzt weit hergeholt. Das ist wirklich weit hergeholt. Aber der Yilmaz, ich kenne ihn, Bro. Er geht in die Bar und dann sagt so, kennst du kurz und bündig? Und sagt so, ja, wieso? Ja, das war meine Idee. Stimmt oder stimmt nicht? Aber offiziell er darf, ich sage ganz ehrlich, er darf. Er darf, Mann. Er darf. Und wenn es so weitergeht, zeigen wir irgendwann auch vor der Kamera, wie Leute schreiben, das so, oh mein Gott, wer ist der Yilmaz? Er hat eine herzige Stimme. Und dann zeigen wir ihn auch. Aber er muss noch ein bisschen sich beweisen als Produzent und Regisseur. Das ist so ein bisschen Mafia-Struktur. Er ist jetzt so ein tiefer Level, weißt du? Er Genau. muss zuerst ein paar Sachen machen, Genau. wo gemacht werden Aber müssen. er ist ganz klar in der Top 3 vom Team, das muss man sagen. Ja, normal, ja. Er gibt Also Top 5 garantiert. Top 5 3 sowieso. Top aber 3 ist momentan ist so, ja. Ja, Top 3, ganz klar. Ich ringe um den 4. Platz. Du bist. Der vierte ist an deinem Nacken am Kleben. Ja, Mann. Nein, ohne Scheiß. Yilmaz schneidet unsere Videos, Yilmaz kommt da aufnehmen. Und einfach mal danke. Ja, Mann, danke immer. Ja, wollte noch sonst irgendjemand danke sagen mir, dass ich ihm einen Job gegeben Bro, das ist. Bro. Wenn er wie Brot von dem Milch hat, würde ich sagen, okay. habe. Er kommt Ehre über. Was willst du noch mehr als Ehre, Moruk? Aber es sind nicht mal sein Gesicht, weißt du? Es können nicht mal Leute in diesen DMs leiten, checkst Ich kann nicht so ein Fame wie ihr, Bruder. Willst du, dass wir dein Gesicht zeigen, offiziell? Nein, Bruder, alles gut. Okay, Bruder. Also wie, ich weiß nicht, vielleicht irgendwann. Irgendwann vielleicht, Bruder. Eines Tages. Irgendwann. Du Eines bist der, der Tages. da mit Guest-T-Shirts und so rumläuft, Bruder. Guest Ja. Los Angeles. Ey, apropos Fame. Also ja, das, Okay. das ist deine Schiene, Bro. Nein, los jetzt. Was für ein Los jetzt. Ich muss etwas Lustiges erzählen vom Albani-Fest. Okay, ja. Und zwar, Bro, folgendes Szenario. Mein Cousin, okay? Ja. Der läuft so das Albani-Fest und irgendwie sieht er, dass einer Person Unrecht da wird. Mhm. Wie die Person wird irgendwie von einer anderen Person geschlagen oder geschupft. Mhm. Ja? Spielt keine Rolle. Die geschlagen wurde, ist eine Frau gewesen. Mein Cousin Nummer 1 Typ ist rein, hat der Typ, der die Frau hat wieder schlagen oder geschlagen hat er so ein bisschen weggerissen, also hey, was machst du und so. Und dann so
Bum, bum. 2 fette Füße hat er kassiert. Dein Cousin. Mein Cousin. Er so. er so. Ich kann jetzt sagen, jetzt kommt sowieso, er hat ihm noch 2 Füße. Nein, er hat direkt pum, pum, 2 Füße kassiert. Dann schaut er rauf und er sagt mir so, Bruder, ich habe 2 Füße kassiert, ich habe raufgeschaut. Und in diesem Moment war der andere schon weg gewesen. Und jetzt erzählt mir sein anderer Kollege, das ist mein Cousin, ist der Nubar, Shoutout Nubar. Und sein Kollege ist der Mihal. Und der Mihal erzählt mir so, Bruder, ich habe nur gesehen, papp, und dann sehe ich den anderen rennen. Das Video, kennst du das Video vom einen kleinen Kind, wo der einen so ihn aufnimmt und sagt, ey, irgendwie, was willst du gerne werden? Oder was machst du? Er so, deine Mutter, du Hurensohn, der rennt weg. Der Kind. Bro, auf jeden Fall hat er 2 Füße gehabt, ist weggerannt. So der Nubar, schlimm hässig. Ich muss nachher noch erzählen, Geschichte über den Nubar. Ja. Der Nubar hat ein bisschen Aggressionsproblem. Vielleicht liegt es ein bisschen in der Familie, Bro, ich weiß es nicht. Ja, aber genetisch bedingt auch sie. Ja. Ja, auf jeden Fall. Er hat Aggressionsproblem. Noch kurz, ist es dort, wo es noch eine Ruderbildung gegeben hat? Ja, genau. Mit Gott neben dem Konzert von Jamal? Nein, ich weiß nicht genau, was es Okay, ist. dann ist nicht das. Auf jeden Fall, er kassiert. Nachher kommen ein paar andere Jungs. Und die Jungs kommen, aber sagen dann nur, Bro, wer ist das? Gehen wir ihn finden, wir stechen ihn ab und so. Also, wir sind keine Gewaltverherrlichung. Ja. Aber, also, wir ficken ihn, dies, das. Und der Nubar so, nein, mach keine Welle. Und auf jeden Fall, du weißt, wenn so mehrere, wenn jetzt so 20 Kanaken aufeinander prallen, Bruder, Ja. dann ist der Dezibel-Pegel ein bisschen höher. Ja, fix. Und Leute fangen da rumzuschreien und so. Und dann kommt ein anderer von denen, die schon gekommen sind, weil er denkt, es gibt Stress zwischen seinen Jungs und Nubar seinen Jungs. Und dann kommt er so, ey, was ficken ihr da und so, wisst ihr, wer wir sind? Und nachher der Nubar so, habt du deine Fresse, wer bist du und so, bla bla, hin und her. Und dann sagt der andere einfach, weißt du, kennst du kurz und bündig? Das ist mein Cousin. Wer sagt das? Der Typ, der kommt. Und der Also, Nubar davon, und der Nubar sagt, okay, der andere ist mein Cousin. Hä? Aber wer ist es gewesen, Mann? Du wirst kein Cousin von uns. Nachher geben sie sich, wer da aus so erzählt, stop telling me you're my cousin, bro. Bro, also ein Cousin von mir, du wirst kennen. Er ist ein kleiner Und wenn er wieder Frau schlägt, würde ich ihn stechen, Bro. Er ist ein, nein. Er hat nicht Frau geschlagen. Aber der gekommen ist Ja. und gesagt hat, was läuft da, wieso gibt es da Fetzerei, Aha, okay. hat einfach wollen sagen, eben, er ist der Cousin von Kurz und Bündig. Und ich sage euch etwas, gebt nicht an mit uns als Rucke, weil ich bin aus dem Alter raus. Erstens. Und zweitens, ich will nicht mich als Rucke haben, weil Brüder haben Aggressionsprobleme, aber Brüder kassieren auch, wenn sie... Bro, ich sag, du wärst so, ey, guck mal an. Ja. Es gibt Wege und Mittel, um das zu klären, ohne Gewalt. Bro, ja. Ich bin ZHDK-Student oder PH-Student, so immer. Du kannst das bearbeiten mit, du mal das Mandala ausmalen und sag mir, ich will verstehen, wie du das aufnimmst. Wir machen jetzt Atemübung. Bro, oh mein Gott, ich habe vergessen, da die 2 von Mad Max, die kränksten Fighters. Einmal einatmen und wieder Erzähl, raus. wie war deine MMA-Zeit, Bro? Bro, brutal. Wie hat Conor McGregor kassiert wegen dir? Aber hat alles gefickt, Bro. Apropos Schlägereien, Ja. Fetzereien. Ja. Nein, sorry. Er so, Nein, ich brauche jetzt ein Argument zum Stricken. Nein. Weißt du, wo wir Kanzlei waren früher? Und dann, es war so 2017 gewesen, Ja. und es war so die Zeit von Oversized T-Shirts. Ja. Kanye, You Made Me Do It, weißt du, wir haben alle so Ja, lange fix, T-Shirts fix. angehabt. Und ich bin wirklich eigentlich ein friedlicher Mensch, Bruder. Ja. Ich sag dir ganz ehrlich, ja, okay, ich habe einen Boxsack da. Ja, okay. Ein paar Füße verteilt schon in meinem Leben. Ja. Ja. Aber ich bin grundsätzlich ein sehr friedlicher Mensch, Bruder. Ja. Oder? Und ich bin ja wirklich nicht auf der Suche nach gewalttätigen Auseinandersetzungen. Genau. Wir sind in der Kanzlei gewesen, und irgendwann ist er gekommen, 2017 eben, und er fickt so völlig weißt du. Und er sagt so, wer bist du? Ich schlage dich zum Felix und Melos. Ja. Okay. Jetzt unsere Jungs, ob die Mitschuld tragen, das sei mal so dahingestellt, Bro. Aber die sind, ich weiss nicht, die haben voll rumgefickt. Dann bin ich reingegangen und ich so, hey Jungs, chillt. Macht keinen Stress. Wie viel? Ja, dann bitte Wirklich, Bruder, aber es ist nicht schlimm, Bro. Ganz ehrlich, Ganz ruhig. hör auf Schläge, das bringt in der Schweiz sowieso nicht. Also, Entweder- bringst du überhaupt irgendetwas? Bruder, in Tös, Bruder. Bro, entweder du kassierst oder du hast Anzeige wegen Körperverletzung. Ganz einfach, also Schläger nicht. Aber auf jeden Fall, Schläger. wir haben ja die Kurve im Rücken, eigentlich müsste man sagen Schläger. Nein, das sagt das Spaß. nicht. Das sagen wir nicht. Egal. Auf jeden Fall ist der Bruder voll am Rasten gewesen. Ich so, hey, beruhigt euch und so, weißt du. Und dann schaut er mich so an
Und ich habe noch vorher meine Jungs gefragt, ich so, Jungs, das Oversize-T-Shirt ist ein bisschen Oh lang. mein Gott, jetzt check ich, wieso auf das hin. Ich so, Jungs, wie steht man das? Und du so wie immer, Bruder, du siehst Baba aus, wenn ich Fuß wäre im Club, ich würde auf deinem Schwanz grinden, Bro. Genau so hast du mir gesagt. So, ich wünsche, ich hätte einen Fuß. Du siehst verdammt gut. Ja, ich glaube, ja, das Funde pro ich, ja. Das bist du gewesen. Und du hast mich halt gehypt, weißt du? Ich so, weißt du was, ja, das sieht nicht gut aus. Immer Hype. Und dann, ich so, Jungs, hört auf Schläger, hört auf Streit und so, dies, das. Dann ruft mich der Typ an und sagt so, und du bist da im Nachthemd, du Hurensohn. Bruder, er hat mir Napoli. Er hat mir so schlimm ins Gesicht genommen, Bro. Ich kann nachher müssen mit ihm fighten, Bro. Aber ich sag dir ganz ehrlich, wer auch immer du bist, ich weiß nicht, wie du heißt, Franco. Das ist eine komische Konstellation gewesen. Also die einzige, die noch komischer ist, sind die Dalton-Brüder da von Lucky Luke. Bro, die drei, du musst nicht checken, Bro. Der eine ist ein bisschen fett, der andere ist gross, dünn und der andere, irgendeiner ist einfach, ich glaube einfach so der Er Brüder, hat ausgesehen wie so eine Latino-Version von dem Loco 54. Er so, weißt du, wer ich bin? Aber Bro, ich sag dir ganz ehrlich, du hast mich, nachdem ich bin heim, ich habe T-Shirt ausgezogen und so in die Ecke gerührt und nie mehr am angelegt. kann ich geschrieben, fick dich. Fick dich, du Hurensohn! Er hat mir echt gesagt, also, und du bist mit dem Nachthemd da, du hast mir Gesicht genommen, Bro. Und ich hätte dich nachher müssen schlagen. Aber du hast mir Gesicht genommen. Ja, Mann. Ja, Bro, es sind ein paar Moves passiert, wo Gesichter genommen worden sind. Aber wir sind ja Jahre später wieder in die Kanzlei gegangen. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob du dabei bist, aber das war, glaube ich, so kurz vor Corona gewesen. Und da hast du gemerkt, Bro, wir sind einfach nicht gemacht. Also, es ist einfach vorbei. So. Wir sind alt jetzt. Ja, wir wollten einfach nicht wahrhaben, dass wenn wir in die Kanzlei gehen, dass wieder wie vor 5 Jahren ist. Wir sind reingelaufen und du hast automatisch gewusst, du willst raus. Du willst raus, direkt so. Musik ist Chemie, Swang, weißt du, dort. Und dann bist du dort und dann bestellst, also weißt du, gehst du in die Lounge und bestellst Flaschen und bist du zart, weil es ist günstiger. Aber Bro, Flasche. Aber du sagst, wenn nicht die fertig gehen wir, das ist so unangenehm. Fair. Hey Bro, ja, die Zeiten sind vorbei. Aber jetzt kommt noch Bolero. Bro, und das Ding ist. Noch kurz. Von meinem Zimmer aus höre ich also Windausgangsszene, was läuft. Ja, also die 2 Clubs, ja. Genau. Und die macht jetzt Dayparty. Und ich weiß nicht, wer Dayparty Das ist macht. Salzhaus, Bro. Ich weiß nicht, wer Dayparty macht. Ob Salzhaus oder Bolero, weil Bolero macht auch Daypartys. Aber ich habe schon nach 15 Minuten gewusst, wer sie ansprechen. Wer, Bro? Ja, Ostschweiz. Ja, fair, aber weißt du, Bro, Ostschweizer kommen auf Vinti Und der Rest geht auf Zürich. und wir gehen auf Zürich, Ja. aber die kommen auf Vinti und die freut sich wirklich zum Die Bolero. freut sich brutal, dass ohne Scheiß, es ist irgendwann mal so nach einem Pitbull-Remix, nach DMX, nach irgendwelchen so anderen Sachen, ist nur noch mein Team gelaufen und ich habe alle so voll am Streien. Nur noch mein Team. Und ich bin dort im Zimmer gewesen und ich habe eigentlich frische Luft gebraucht. Es war warm gewesen. Aber in dem Moment, ich habe gesagt, ich schwitze, ich will das nicht hören. Fair. Ich mache Tür zu. Ja, wirklich zugemacht. Das muss man nicht geben, weißt du. Es ist wirklich cringe. Es ist morgen früh, übrigens. Und du bist easy fit, Mann. Merke ich gerade. Ja, ich schlafe letztens nicht so viel. Aber Willst du über das reden? nein, ist gut. Aber Das ist ein Safe Space, Bro. Du hast ja vorhin gesagt, ich bin ZRK als Student und ich bin ja so Blume. Also reden wir doch drüber. soll ich schnell Luft, also schnell ein- und ausatmen nachher. Mhm. Nase ein, Mund aus. Bravo. Es hat alles angefangen, als ich wieder Rapper werde. Ja, auf jeden Fall. Ich habe gedacht, heute wäre mal so eine Folge. Wir hatten letztes Mal einen Gast gehabt, dann wieder eine Zwischenfolge, dann wieder ein Gast. Ja. Und ich habe gedacht, wie wäre es, wenn wir diese Folge so machen, dass wir ein bisschen wieder von uns erzählen? Ja. So ein bisschen, was wir erlebt haben, was wir einfach Geschichten von uns. Yes. Weil das heißt kurz und bündig und das heißt nicht Gast und bündig. Yes. Und das ist so scheiße gewesen. Auf jeden Fall von uns und dann haben wir ja noch einen Insta-Beitrag gemacht mit einem Kommentar. Genau. Wo sehr spannende Kommentare kamen. Genau. Ich rede wahrscheinlich für viele von da, wenn ich sage, dass Ferienzeit oder Ferien generell in der Primar- und Oberstufe und was auch immer alles dort war, easy mühsam war, weil nach jeder Ferie, also nach jeder Sportferie, Winterferie, Frühlingsferie, hat sich immer eine Klasse getroffen in einem Kreis Ja, oh ja. und jeder hat erzählt, was er gemacht hat. Mhm. Und du hast immer gewusst, so, der sagt so, ich bin an Rosa gsi, der sagt, ich bin dort gsi. Ich habe von Orten gehört, die ich noch nie gehört habe. Verstehst du? So,
Dein so, wo ich zum ersten Mal Arosa gehört habe, ich dachte, das ist in Spanien. Ja, Er so, ich bin in Arosa gesagt, der andere geht einfach warmes Wetter, weißt du? Ja. Also du redest jetzt von der Sportferie in dem Fall? Genau, einfach was du willst, Bro. Also außer Sommerferien, auf jeder anderen Ferien, Winterferien auch und so weiter. Und immer hat es so einen Kreis gegeben, immer hast du darüber erzählen, immer hast du sagen, was du gemacht hast. Ja. Und einmal hat meine ehemalige Oruspolerin mal so weit gebracht, dass sie gesagt hat, schreibe einen zweiseitigen Aufsatz, was ihr gemacht habt. So, Bro, ich bin daheim, ich fange an zu schreiben. Bevor du das erzählst, was war denn das Problem gewesen mit dem? So für unsere Zuhörer. Bist du Sportferien, Sommerferien, bist du Sport, Winterferien, so Arosa gegangen, bist du Skifahren? Nein, Bro, natürlich nicht. Bro, wir sind einmal in die Ferien im Jahr, wenn überhaupt. Eben, genau, auf das würde ich hinausgehen. Und aber bist du nie im Skilager gewesen? Bro, ich habe vor 2 Jahren oder 3 Jahren erstmal Ski angelegt. Ich bin einer von den wenigen Kennex im Skilager. Bro. Wir haben genug viele Episoden gehabt, wo wir gemerkt haben, du bist okay. Ein bisschen nicht das, was... Ey, Bro, ich kann... Also, nein, kein Affig. Es ist einfach so... Eben, du hast ja gesagt, du hast einen anderen Weg eingeschlagen, weil halt auch andere Art und Weise von... Nicht Erziehung, aber du hast einen anderen Kollegen... Also du hast 2 Kollegenkreise gehabt. Du bist bei beiden ganz gut vertreten gewesen. Checkst? Ja, genau. Also ich kann sagen, Skifahrer habe ich geil gefunden. Aber ja, bitte. Auf jeden Fall haben wir einen Aufsatz schreiben und das ist mir ein bisschen geblieben. Weil ich bin dort gewesen, ich fange an zu schreiben, ich mache 3 Sätze und ich sage einfach so, in diesen 3 Sätzen habe ich schon die ersten 3 Tage verpackt. Weil es ist einfach nicht gelaufen, Mann. Ja. Und dann gehe ich so zur Lehrerin und ich sage so, ja, ich bin nicht weg gewesen und ich weiß nicht, was schreiben. Gesundheit. Ich weiß nicht, was ich schreiben, ich bin nicht weg gewesen und was soll ich schreiben, genau, weil ich bin halt 2 Wochen am Gamen gewesen, wirklich straight, so wenn ich ehrlich bin. Ja. Aber es sind auch 5 Leute gewesen, Bro. Ja, aber auch sonst, wir nicht groß weggehen, weißt du, Eltern arbeiten, also damals haben beide so gearbeitet. Und dann ist es einfach so, ja, schreib auf, was du einfach in der Ferien gemacht hast. Kann ja nicht sein, dass du nicht 2 Blätter auffüllen. Ich so, ich habe gefragt, du hast gesagt, schreib irgendetwas, ich schreibe irgendetwas. Was hast du geschrieben? Ich habe eine Seite gefühlt damit, wie oft ich in Supermärkten war. Also ich bin 8-mal im Coop gewesen, ich habe im Coop beim ersten Mal das gekauft, beim zweiten Mal das. Ich habe sogar geschrieben, ich habe 2 Kilo Tomaten müssen kaufen für meine Mutter und so. Und ich habe ihr das abgegeben und ich habe gesagt, weißt du, wehe schlechte Noten, wehe. Ja. Und? Ich weiß nicht, was es ist, aber die Lehrerin ist so problematisch gewesen, man. Jetzt ist der Punkt zum Reden, jetzt kann ich sagen, wieso ich nicht so viel schlafe. Bro, ich war mal im Klasslager mit der ganzen Klasse. Wo sind Sie? Stoß. Mich. Wenn du Druck holen, er gibt so viele Vorlagen, du druckst nicht. Kusura bakma ama. Danke. Sende biraz gerizekalılık var mı? Wo ist Stoß? Stoß ist an einem Ort, habe ich mir erklären lassen, wo mit dem Auto so einen fetten Umweg musst machen, dass irgendwie 3 Kantone musst überqueren und deswegen halt über Luzern irgendwie mit der Bahn gehst. Okay. Auf jeden Fall, Bro, danke, hast du dich zusammengerissen. Bei der Frage, wo ist der Stoß und ich kann das mich aussprechen lassen. Ich habe gewusst, eigentlich ist eine Vorlage, ich bin voll drin, aber egal. Ich habe mich fast verschluckt. Weißt du, was ich nachher auch fast verschluckt? Ja, nein, kannst du jetzt sagen? Nein. Sorry, Bro. Alles gut. Auf jeden Fall, wir waren in diesem Klassenlager und dann sind wir zurückgekommen. Und in diesem Klassenlager hat es jeden Abend so, haben wir ja, weißt du, normal, du kochst für alle zusammen und so. Und damals, also Demos selber bestätigen, damals, ich bin easy, also weißt du, so Sabseif, so bin ich, weißt du, so chemik. Aber ich konnte essen, wie ich wollte. Ja. Also vor allem zum Mittag nicht, aber zum Nacht. Du bist eigentlich nicht gegangen? Weil, Bro, ich bin schon seit und wenn ich aufstehe, ich richtig lang, bis ich überhaupt so Hunger bekomme. Ah, okay, ja. Meistens ist das so, bei Mittag ist es so easy, ich esse etwas, aber am Abend ist dann bin ich heilen. Ist der Hunger rum, ja. Okay. Auf jeden Fall, Bro, ich bin im Kassellager und an einem Abend hat es Pizza gegeben. Kannst du dir vorstellen, das Geist überhaupt von dem ganzen Lager gewesen. Ich weiß nicht, wieso angehende Lehrer in der Schweiz hören auf, nur ein Abend im Lager Geist essen machen und der Rest mit irgendwas anderem, was ich noch nie gehört und gesehen habe und richtig grusig ist, mit Rhabarber und so. Hört auf mit dem Scheiß. Und Lehrerinnen? Lehrerinnen, ja. Auf jeden Fall, Bro, es hat Pizza gegeben. Und normal, oder? Es haben alle sich Pizza gegönnt, aber es hat noch übrig gehabt. Oh mein Gott, ich kenne die Geschichte so nicht dumm. Ich esse, Bro, ich gönne mir wirklich. Ich kann nicht mal. Du weißt, wie ungern ich Paprika auf Pizza habe.
Aber ich habe sogar gegessen, weil ich Hunger hatte. Verstehst du? Es war nicht, weil ich Geld gefunden habe. Ich habe Hunger gehabt. Ja. Ich esse, tamam, ist gut, wir gehen vom Lager wieder heim. Dann haben wir gerade Ferien gehabt, was auch immer. Nach der Ferien kommen wir zurück. Und dann wieder Kreis. Und dann wieder drüber. Und dann ist es so darum gegangen, wir haben das Lager gefunden. Und alle so geil, wir haben das Essen gefunden. Alle so, geil. Ich so, auch geil. Und dann lernen einfach original in diesem Kreis. Ich weiss, dass sicher am Serra gefallen hat, weil er hat sehr, sehr viel gegessen und er hat sich übertrieben gegönnt und hat so mich angeschaut und gelacht. Und in dem Moment... Wie alt bist du? 50, 60 Klasse, Bro, sorry. 11? 11, 12 Max, so vielleicht. Und in dem Moment, ich habe auch so gelacht, aber ich habe gewusst, die lachen mich aus, weißt du? Ja. Und dann ich so dort in der Klasse und ich schaue so meine Lehrerin an und ich so, wenn ich jetzt meinem Vater das erzählen gehe, sie stirbt. Weißt du, also, sie stirbt. Er hat vorhin Nasstüchli. Ihr muss schauen, im Schrank oder so. Ich so, sie stirbt. Ja. Also sage ich meinem Vater nicht, weil ich habe einmal meinem Vater etwas gesagt wegen Lehrer und der ist nicht gut rausgekommen. Also dort gut für sie rausgekommen. Auf jeden Fall, ja, das wollte ich sagen, so, dass ich habe gerade gemerkt, dass ich loswerden. Ich würde gerne ihren Namen droppen, weil sie ist jetzt nicht mehr, sie ist jetzt verheiratet, ein anderer Name, Frau Zellweger, sen Ananamana, Urs Punteki. Ich hoffe, du hast... Egal. Hey, auf jeden Fall, look, ich nehme es den Leuten nicht böse, die Fehler machen und so, aber es gibt gewisse Grenzen und gewisse Sachen, die Kinder sehr prägen können. Und sehr, sehr... Also das hat mit Anstand zu tun für mich. 100%. Das ist so, würdest du so mit deinen eigenen Kindern reden, weißt du? Bro, also vielleicht muss man das doch nochmal schnell ansprechen und sagen, hey, ich höre es auch mega oft so, wenn Leute zum Beispiel eine Gewichtsveränderung haben, ob sie jetzt zunehmen oder abnehmen. Hört auf das Kommentieren. So. Sagt niemals über mein Gesicht, hey, du hast wohl abgenommen oder hey, du hast wohl zugenommen. Obwohl ich weiß, was ihr denkt, so, hey, abnehmen ist eigentlich gut und so vielleicht, aber vielleicht ist das mit einer Krankheit verbunden, vielleicht ist das mit einer psychischen Krankheit verbunden. Kommentiert das bitte nicht, die Person weiß doch selber, wie sie aussieht und die Person weiß selber, ob sie eine physische Änderung durchmacht. Und genauso wie kommentiert doch nicht das Essverhalten von Leuten, ich bitte euch, also weißt du, so, eine Essstörung ist so ein Spektrum, so, ich kenne Leute, die haben Leute haben nicht mehr das Gefühl, Essstörung ist so viel wie möglich reindrücken, weißt du? Ja, fix. Aber ich kenne Leute, die essen zum Beispiel den ganzen Tag. Ich habe mit einem gearbeitet, der hat jeden Tag nur, und ich schwöre bei Gott, jeden Tag nur Ofenmaltine, die orange Schoki da, getrunken. Musst du das vor dem Mikrofon machen? Ich kann es nachher checken. Ich kann noch nicht. ASMR. Der hat jeden Tag ein Stück Brot, so ein Weckli gegessen. Ja. Nudeln ohne Soße. Also wirklich Spaghetti ohne Soße. Mhm. Und so ein Ofo-Trink. Und immer das Gleiche? Immer das Gleiche. Immer das Gleiche. Und Leute denken sich, ey Bruder, willst du nicht mal Soße essen? Willst du nicht mal dies machen, das machen? Und sie hat sich immer schlecht gefühlt, aber es ist psychisch nicht gegangen. Nur wieder das essen, Bro. Ja. Und darum, hört auf, das Essverhalten von Leuten kommentieren, hört auf, irgendwie sagen, ey, du hast viel gegessen, oder hey, iss mal weniger, oder iss mal mehr. Ich schwöre, Mann. Hört auf, Gewichtveränderungen von Menschen kommentieren, weil wir wollen es einfach nicht hören. Was nicht, Bro, hörst du gerne jemand sich und sagt, ey, du hast zugenommen, du hast abgenommen. Bro, es geht nicht mehr gern. Auch wenn ihr vielleicht eine Intention habt, dass es gut gemeint ist und so, macht es einfach bitte nicht. So. Bro, das ist ja in unserer Kultur verankert. Hey Bro, ich schwöre bei Gott, sorry, aber zum Beispiel im Vergleich vor 10 Jahren hat sich mein Körper ja auch stark verändert. So. Und ich habe gewisse Verwandte, oder ich bin an gewissen Hochzeiten seit 6-7 Jahren nicht mehr gewesen. Ja. Und Bruder, ich sag dir ehrlich, ich bin reingelaufen und 10 Leute so, Mashallah! Oder, boah, bist breit geworden, hast zugenommen, bist ja riesig geworden, weißt du, so Sachen, Bro. Und da muss ich so vor 20 Leuten Hand geben und mir anhören, dass ich mich verändert habe. So. Ich habe damit jetzt angefangen, dass ich nur Fick gebe und die Leute zurück anfick. Direkt, mir scheißegal, Bro. Wenn irgendjemand von meiner Siebschaft kommt und sagt, ey, kann ich, Kilo, also du hast zugenommen, du hast abgenommen, oder einfach so, nicht mal böse meinen. Ich würde dir mit dem sagen, mach's nicht mehr fertig. Was heißt, ich sage dann direkt auch, ich tue Golden Konter und dann wird es meistens unangenehm. Was sagst du? Hey Bro, ich gehe auf Größe, ich gehe auf Gewicht, ich gehe auf was ich gehe sehen. Mir ist scheißegal. Bei mir sagt auch einer, wow, machst du das zugenommen? Ich habe eine Tante, die ähnlich klein ist. Und ich bin sie mal besuchen und ich habe mich sehr gefreut, weißt, mein Onkel, meine Tante wieder besuchen, weißt. Ich habe es sehr schön normal, weißt, wirklich mega schönes Gespräch gehabt. Und dann sagt sie so nach 5 Minuten, sagt sie einfach so, hey, du hast zugenommen, gell?
Ich so, ich abnehmen, du kannst wachsen. Dann sie direkt, und dann sie direkt so, sie so, ja, aber jetzt musst du nicht so frech werden. Ich so, Junge, weißt du, ich sage, sie ein paar Mal, sage ich so, schau du vor, weißt du, will ich meine, also, und meistens sind unsere Leute, Bro, sind wir ehrlich, Bro, wir haben eine krasse Küche, wir haben wirklich geiles Essen und selten verwünscht jemand, der so ist, wenn du von dieser Küche kommst. Bruder, aber auch wenn so, weißt du, wieso kommentieren hier das überhaupt? Weißt du, so lönt das doch einfach sein. Okay, jetzt ist Persönlichkeitspart vorbei. Genau, aber schön. Emotional persönlich. Schön hast du dich geteilt, Bro. Okay, wieso tust du jetzt so? Bro, es ist morgen 9 Uhr, Mann. Okay, Mann, chill. Du bist Energie geladen beim Auto. Ich bin absoluter Morgenmuffer, Bro. Du kannst in der Regel mich nicht brauchen am Morgen. Bro, Mann, ich stehe jeden Morgen auf, Bro. Ich bin jetzt heute wieder eine Stunde oder so mit dem Woody laufen. Und Bro, nachher, ich bin einfach im Auto und ich einfach denke, so, heute ist ein guter Tag, Bro. Es ist auch ein guter Tag, Bro. Es ist auch gut, es ist auch schön. Es freut mich, dass es gut geht. Aber ich bin im Auto und ich bin vor einer halben Stunde, 20 Minuten aufgestanden. Und der andere, ich so, Bro, weißt du, ich gönne dir, brutal. Aber ich habe einen anderen Antrieb und anderen Weg zum Mach das Ankommen. Ding. Mach das Ding, Bro. Yes, please. Ich sage jetzt ein Wort. Ja. Und du musst eine Geschichte erzählen. Let's go. Okay, ich wähle das Wort. Von der Berfin. Oder Pocahontas. Berfin schreibt Kokoretsch. Ist eine gute Reaktion. Weißt du, was Kokoretsch ist? Ja. Erklär den Leuten, was Kokoretsch ist. Also, ich hoffe, ich sage es richtig, ich weiß, wie es aussieht. Ich glaube, es sind doch in Reihen Es sind so Darminnereien. Ja, genau. Und ich sage dir ganz ehrlich, wenn ich die Videos anschaue, ich würde schon gerne mal probieren. Du hast noch nie Kokoretsch probiert? Nein. Hast du probiert? Ist nicht geil. Es ist so. Es sieht eben schon nicht, also es sieht schon so aus, als könntest du es im Brot so gut essen. Bro, look, Kokoretsch ist so, du bist in Istanbul, sie machen sind so eine Pfanne dort, und dann schneidet es den Darm in ein Stückchen und tun den halt so in der Pfanne braten. Und ich glaube, es ist eine gute Dürüm. Also schmeckt es nicht nach gewöhnlichem wie Fleisch oder Wurst oder so, oder ist es wirklich so eigener Geschmack? Es hat so einen eigenen Geschmack. Weißt du, wie Nieren schmeckt? Ja. Ähnlich, finde ich. Okay. Was sagst du? Bro, ich habe es um 3 Uhr in Istanbul gehabt. Es ist einfach. Ist es nicht, Bro. Es war schon okay gewesen, aber es ist jetzt nicht etwas, was ich mir jeden Tag. Okay. Ey, das ist auch etwas, wo ich kenne es, ich würde es mal probieren, aber ich glaube jetzt, nachdem ich das gehört habe, vielleicht weniger. Aber wieso nicht, Bro? Wieso nicht? Vielleicht mal ein Wort auswählen für dich. Der Shidar hat geschrieben Scorpios. Und ich sage euch jetzt, die Geschichte von Scorpios in Mykonos ist eine der lustigsten Geschichten, die ich je erlebt habe. Das wird vielleicht sogar eine halbe Stunde fast Das würde eine halbe Stunde füllen. Sicher, ja. Und darum, ich erzähle die Geschichte, wenn der Shidar als Gast dabei ist. Ja, Mann. Das ist ein sogenannter Teaser. Und auch eine offizielle Einladung, um mal schauen, ob der Shidar uns überhaupt zuhört. Er sagt immer, ich höre euch zu. Shidar, wenn du das hörst, schreib uns. Und wir machen irgendwann mal in naher Zukunft eine Folge mit dir. Okay. Also, sehr gut. Okay, also, da gibt es ein paar lustige Storys, glaube ich. Ja. Shania.amina sagt leer. Welche Story soll ich auspacken? Ich glaube, Swisscom wild. Ja, Swisscom wild. Ich habe mir Lehre bei der Swisscom gemacht. Und ich erzähle mal eine Story jetzt. Kannst du die mit Namenstäter? Also jetzt selbst mittlerweile, oder? Ja, ist einfach. Okay, Swisscom. Also erstmal, ich muss wirklich sagen, Swisscom ist einer der besten Arbeitgeber gewesen. Stimmt oder stimmt nicht? Danke. Wo ich je geschafft habe. Und ich habe für mich selber geschafft. Und es ist weitere Person, die das auch bezeugen kann. Und der Yilmaz hat auch in der Swisscom geschafft. Yes, sir. Hat dort geschafft, wo ich meine Lehre gemacht habe, in Uster-Ume. Und Schade der Oster. Schade der Oster. Aber ich muss auch sagen, so, wenn du so schaust, komische Psychos pro Kopf, ist Oster schon ganz weit oben, Bro. Ganz weit oben. Ja, Mann. Es hat ganz viele spezielle Leute, die dort am Kiosk. Hey, Bro, ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, was sich die
Kiosk gedacht haben, wo sie okay Bier und Energy Drinks rausgebracht haben. Sie haben bewusst, sie haben gewusst. Aber was die gemacht haben, ist, sie haben all die komischen Leute versammelt vor dem Kiosk und die trinken dort ihr Bier. Was kostet das okay Bier? Bro, keine Ahnung, aber die sind von morgen bis Abend dort. Bro, die haben einfach gesagt, hey, look, im Dinner kostet zwar halb so viel, aber der Dinner macht am 5 oder 6 zu. Und du kannst nicht hocken. Du kannst nicht hocken. Komm zu uns, du bist am Bahnhof, du siehst Leute und suchst dich kaputt. Du hast einfach den Sozialempfänger Stammbeiz. Ja, Bro, der Typ kommt Geld über und geht instant Ja. Kiosk. Und weil der Uster Swisscom Shop damals im Bahnhofsgebäude war und gerade neben dem Kiosk haben wir ganz, ganz spezielle Leute gehabt. Und ich muss halt sagen, ich bin ein Verfechter von dem, Bro, dass ich finde, ab und zu mal musst du es dir einfach gut gehen lassen und du musst in Orten, wo es dich abfuckt, nämlich abgefuckt, 9 to 5 arbeiten, Bro. Mhm. Oder im Retail oder im Verkauf ist es nicht 9 to 5, sondern 9 to 6, 45. Das sind schon längere Tage. Oder längere Tage, Bruder. Das ist sehr Stichwort Winter, Dezember. Ey, ja, Mann. Aber ab und zu mal habe ich mir gefunden, weißt du was, wir müssen uns einen Spass erlauben, dass wir es lustig haben. Und dann, ich bin ja schon damals, ihr würdet sagen, schlimmfig gsi und habe ein bisschen etwas auf der Rippe gehabt und so. Mhm. Und ich habe mir ein Namensschild ausgedruckt mit meinem Namen und dann unten dran habe ich geschrieben, Health und Fitnessberater. Das lustig ist, Bro, weißt du, so Ironie. Der lustige Part kommt erst noch, Ja. für mich persönlich. Hey, und dann, jedes Mal, wenn jemand gekommen ist und über die Fitnessbändeli so Fragen gehabt, über die Jabra Schrittzähler, haben alle gesagt, Moment, ich hole Ihnen Der Experte. ich hole Ihnen den Experten in diesem Bereich. Und dann sind sie immer zu mir gekommen und haben gesagt, ja, das komm schnell. Und dann bin ich beraten und ich so, ja, grüezi. Ja, das ist 20.000 Schritte am Tag. Und, und der schaut mich an und ich so, ich bin Fitnessberater da. Und dann sage ich so, ey, das Bändchen hat mein Leben verändert. Und die schaut mich an und denkt so, Wie hast du vorher voraus gesehen, du fetter Hund, Bro. Weißt du, ich meine. Und Bro, irgendein Hurensohn hat das so nicht lustig gefunden, dass er einfach auf Twitter das postet hat und geschrieben hat, da in der Swisscom wird mir ja wohl nur verarscht und so. Turkisch, Was ist, wenn ich der Fitnessberater gewesen wäre, du dumme, vorurteilhafter Hurensohn? Hey, auf jeden Fall, Was ist denn da passiert nachdem? Jetzt. auf einmal kommt eine Nachricht so, ich bin unglaublich enttäuscht von dir und so. Wo ist denn die Nachricht gekommen? Bruder, vom Lehrberaterin, ich küsse dein Herz, ich hatte dich hure gerne gehabt, aber von der Lehrberaterin von mir, eine der höchsten Personen dort. Auf einmal war ein Meeting angesagt gewesen. Bro. HR und so Sachen. Bro, ich sag dir ehrlich, wenn du im Verkauf schaffst, dann bist du die unterste Glied dort. Ja. Ja, Meister. Sie sagen immer so, du bist so der Aushängeschild und so. Ja, Zippi, Bruder, du bist nichts. Scheissdreck. Du bist ein Wash, Bro, du bist gar nichts. Ja. Und wenn du ein Meeting hast mit Lernbegleiterin und HR-Chefin, Bro, und ich sage dir ganz ehrlich, HR-Leute sind die grösste Missgeburt, die es gibt, Bro. Außer Pelin, ich liebe dich. Ey, 90% von denen kannst du nicht brauchen, ja. Bro, ich bin so in diesem Raum und ich war so am Hängen gewesen. Nachher ist so meine Lehrbegleiterin gekommen, so. Schaut mich so an. Und die HR hockt Und das an. allein von ihr, so, du hast die gedacht, das vom HR hätte ich nicht gestresst, aber dass sie so gemacht hat, hat wahrscheinlich Bruder, sie hat mir Rücken schlimm gehabt. Wir sind an einem Gespräch was für gewesen. eine Und ich bin so- Lehrbegleiterin. Ich bin so nebendran geguckt und ich habe einfach nur gedacht, ey Bro, ist doch lustig. Also weißt du, so, Was übertrieben die? was übertrieben hier? Und die HR so zu mir und mich so angesagt, so, also andere wären schon lange geflogen. Einfach, das weißt du. Er so, sie so, du bist im 3. Lehrjahr, du bist einer von den Young Professionals. Wir sind, Sehr enttäuscht. was sind wir? Wir sind einfach enttäuscht. Und ich so, nachher so, meine Lehrbegleiterin so neben dran sagt so, also sie verstehen ja schon die Ironie, oder? Ich meine, Fitnessberater und so macht sie. Und ich so, Sie will das einfach ein bisschen Eisbrechen und so. ja. Bleib mal cool, sie weißt so, eigentlich ist es schon lustig, sagt sie. Und ich auch, so, oder? Und sie so, Das hätte können ein Skandal wir werden, nehmen das ernst, ja. So, ich kann es nicht verstehen. Wissen Oh mein Sie, was Social Media kann ausmachen? Ey, Bro,
Dann, wenn die Leute anfangen, so Schweizerdeutsch auf Hochdeutsch auspacken, Ja, Mann. dann, wenn sie sagen, ich meine ernst. Ja, Mann. Und Swisscom hat vielleicht ganz andere Baustellen, wo sie mit ihren Social Habits und so damals hätten müssen regeln. Aber weißt du was? Ficken wir den an, der Fitnessberater anschreibt. Ficken wir den, der kurz vor Lehrabschluss ist, ficken wir seinen Kopf. Hey, nachher habe ich mich so als Social Media Ambassador Als Strafe, oder als was? Strafe habe ich mit den neuen Lernenden erzählen, wie man nicht auf Social Media sein sollte. Oh mein Gott. Und Und du bist wie so Sozialmitarbeiter von der Schule, so mach keinen Scheiß, das lohnt sich nicht, weil sonst endlich wie er. Bro, und ich so, als wäre ich 3 Monate im Knast gewesen jetzt, weißt du? Ich schwöre. Hey, und dann habe ich so erzählt, ich so, weißt du was? Ich stand dazu. Ich bin ein Fitnesscoach mit Ich bin scheißegal. ein Fitnesscoach, Bro. Ich mache meine 15.000 Schritte am Tag, aber habe ich dort auch gemacht. Und meine Verkaufszahlen sind unglaublich gut gewesen. Aber eben, der eine oder andere hat den Witz halt ein bisschen ernst genommen und vielleicht einfach mal ein Appell an dich, nimm doch einfach mal den Stock aus dem Arsch raus. So. Ich finde es lustig gewesen, Bro. Ja, sicher ist es lustig, Bro. Das Ich habe auch viel Scheiß gemacht in der Lehre, wo nachher keine Retourkutsche kommst, wo sogar die gesagt haben, ist lustig. Ja, aber es ist so das Gespräch mit HR, Bro. Und ich hätte ganz ehrlich so gesagt, sie haben mir so droht, so, sie können froh sein, haben sie so viele Freunde und so einen guten Ruf bei der Swisscom, weil sie werden schon lange geflogen. Bro, Ich habe für gesagt, was? du kannst froh sein, dass ich bis am 5 Uhr da bin und du nachher draußen bist, dass ich nicht draußen gesehen. Aber ich muss sagen, Bro, meine Lehrzeit, Wild. mad chillig gewesen, Bro. Geil, geil. Weißt du, was ich am Ende von meinen 3 Jahren an der Berufsschule ist so der Rektor zu mir gekommen und er so, ich muss Ihnen einfach sagen, ich bin unglaublich überrascht, wie Sie das angebracht haben. Ich hätte gerade direkt rassistische Karte ausgezogen. Nein. Hättest du wollen sagen, ich nicht, oder was? Und ich so, was meinen Sie? Er so, Sie haben eine Schulanwesenheit von 56%. Er so, ich weiß nicht wie, aber Sie müssen zum Bestehen 60 haben. Also ich weiß nicht. Aber Bro, gleichzeitig bin ich auch so an so Events von der Schule immer so gewesen und habe so ein bisschen einfach von meinem Hobby erzählen und so Seminar machen und so. Ja, aber so am Ende er ist so zu mir gekommen, er so 56%. Sie sind jeden zweiten Freitag einfach nicht in die Schule gekommen. Korrekt. Und jetzt zur Dossier haben wir noch keinen. Was ist, man? Wo ist anders jetzt? Ja, man. Ja, was hast du so für lustige Sachen in der Lehrzeit erlebt? Ich könnte stundenlang reden, Bro, ich sag dir ehrlich. Bro, das ist jetzt... In dem Moment, was passiert ist, bin ich hässlich, aber jetzt ist es lustig so. Mein ehemaliger Chef, also ich habe ja einen Lehrmeister gehabt, so wie du, und dann noch einen Chef, aber bei uns ist halt so, wir sind 10 Mann Betrieb. So. Und damals hat mein Chef seine Freundin auch bei uns gearbeitet. Und sie ist so mal krank ins Geschäft gekommen, Bro. So richtig so, wirklich so weiss. Was ja dein Lehrbetrieb ist dort, wo ich die Freundin, die Brüder von der Freundin vom Chef kenne. Ist das der? Ja. Ah, okay. Genau. Und sie ist so offensichtlich krank ins Geschäft gekommen, Bro. Wirklich so, wieso kommst du überhaupt, weißt du? Ja. Aber sie ist so gekommen, ist so angesessen und es ist wirklich keine Viertelstunde gegangen und sie ist so zum Hinteren gelaufen und hat so wieder gesagt, hey, Schatz, so quasi, mir geht's nicht gut, kannst du bitte heimfahren, ich mag wirklich nicht, ich bin am Arsch. Und das ist wirklich, also wenn ich sage, krank, dann ist wirklich so schlimm, weißt du, so, wenn der Mensch siehst, sagst du, hey, alles okay, brauchst du etwas. Und in dem Moment ruft er einfach so mich hinterher. Ich so, ja. Sagt er einfach so, ich kann meine Freundin heimfahren. Ich so, hä? Er so, ja, sie ist krank, kannst du sie heimfahren? Und in dem Moment habe ich mich gefragt, Bro, fickst du sie oder fick ich sie? Weißt du, was läuft mit dir? Ja, fair. Und dann, easy, weißt du, bist du in der Lehre, kurz vor Schluss und so, hebst in die Fresse, weißt du, willst einfach kein Problem machen, so. Und dann lässt du aber auch anmerken, dass es sich anschießt, aber ihn hat gejuckt. Auf jeden Fall, auf dem Weg Richtung Ausgang, sagt er so, ah ja, geh noch bitte, zuerst Apotheke mit dir. Das auch noch? Ich so, easy Digga, weißt du? Ich gehe Apotheke. Und ich sage, was du brauchst, sie sagt das. Ich so, also ich zahle mir Benzin selber, jetzt muss ich noch deine scheiß Medikamente zahlen. Ich so, wenn ich dich nicht fick, oh mein Gott. Also nicht sie, ihn.
Auf jeden Fall... Warte schon, wie du so Medikamente zahlst? Also er hat gesagt, geh in die Apotheke und zwischen im Auto am Krepieren gewesen und ich so, bleib du, ganz offensichtlich, ich gehe schnell. Ja. Und ich so, ich zahle schnell. Und ich habe gedacht, jetzt kommt wie so, okay, ich zahle das zurück. Sie so, okay. Auf jeden Fall, Bro, ich habe gezahlt. Ich komme da zurück, Bro, Lehrlingslohn, schon am Arsch haben wir nachher. Schon weg. Ich fahre sie heim. Und in dem Moment, wo ich sie heimgefahren habe, vom Weg haben wir zusammen diskutiert, weil sie gemerkt hat, ich bin hässlich und abgepisst. Sie sagt, es tut mir mega leid, er ist ein bisschen so und so, er ist ein bisschen dies und das. Und ich sage, look, eigentlich ist mir scheißegal, weil ich bin bald weg und irgendein Figur schon, weißt du. Ja. Und in dem Moment sagt sie mir, wieso vor der Tür so, willst du schon Uhr auf einen Tee? Und ich so... Aus Anstand, oder? Ich habe aus Anstand direkt Nein gesagt, weil ich dann weißt du, hey Bro, du bist krank, geh du pennen. Ja, aber nachher ist sie so, nein, willst du wirklich schnell Uhr kommen? Ich so, nein, ist gut, ich kann und so. Und dann vom Weg ruft er mir an und sagt, wo bist du? Ich so, Digga, ich bring deine Freundin heim, sie ist krank, habe Apotheke gebracht und du stressst mich noch. Warte im Büro, komm. Ich bin ins Büro, Bro. Und dann bin ich direkt zum Hinterrest. So, ein offenes Büro, es hat ein Typ gehabt, Michael hat er geheißen, Michi, beide weit, wenn das los ist, ich weiß nicht, ob das los ist überhaupt, aber du bist von Herzen geil, wenn ich sage, dass der nie Rücken hat, das war er bei mir. Ja? Ja. King. Ich gehe ins Büro, Bro, richtig hässlich, ich gehe hinterher, weil er hat gesagt, wenn komm sofort zu mir. Ich gehe hinterher, er so, ja, bist du jetzt endlich da? Ich so, ja. Er so, geh schnell den Karton im Auto klein drucken. Ich so, ich mach das nicht. Bro. Er so, was? Ich sage, ich habe genug Scheiß für dich gemacht, ich mach das nicht, fertig, weißt du? Ich gehe jetzt an meinen PC, mach IT-Sachen, weil ich bin bald fertig mit dir. Dann sagt er mir original so, ich bin dein Chef, du musst machen, was ich sage. Und der innere Kanake, so wie redest du mit mir, so direkt so hässig, weißt du? Dann habe ich gesagt, hey, du kannst von Glück reden, dass ich nicht da wohne, wo du schaffst. Dass ich nicht da wohne, wo du schaffst, weil ich würde ich würde durchdrehen wahrscheinlich. Du musst mir drohen, dies und das, Bro. Auf jeden Fall, riesen Szene zu geben. Ich bin übrigens nach dem Heim, ich so, hey, ich gehe jetzt heim, ich verpiss mich, ich gehe jetzt heim und du kommst erst, wenn du dich entschuldigst, fertig. Ich bin heimgegangen, Bro. Und die Heim habe ich eine Freundin geschrieben. Ich so, gibt es das mit dem Themen? Fresse. Ja, auf jeden Fall. Ey, Bro, Lehrer, 18, 19 bin ich gewesen. 25, 26. Der gut? Ja, Bro, ich kann nicht so, wie soll ich sagen, Bro, ich habe nicht so Scheiß erlebt, so im lustigen Sinn wie du, weil ich bin halt so der Einzige, so, der einzige Lehrling. So. Fair. Alle anderen sind, Bro, du kennst IT, alle anderen sind so 30, über 30 so plus. Für dich schon lustig, wenn du so ein Bild schickst, wo irgendetwas mit Bier hat und irgendetwas mit Frauen, weißt du? Fair. Ja, das ist so das, Bro. Ich weiß nicht, das ist nicht mal lustig. Es ist einfach. Ich sage einfach, Bro, es gibt gewisse Arbeitgeber in der Schweiz. Ja. Ich finde, die darfst in einen Ring tun. Und ich bin der Meinung, die solltest auch einen Bär rein tun, der so eine Woche nicht gegessen hat. Und lieber das ausstrahlen im Fernsehen, als die Leute ficken lassen, die bei ihnen arbeiten. Aber die haben doch sogar mal eine Kununu-Bewertung bekommen. Ja, die haben so Kununu-Bewertung bekommen auf 1 Stern. Weißt du, was Kununu ist? So eine Plattform, wo du den Arbeitgeber kannst beurteilen, so anonym. Genau. Und einer hat das gemacht. Und am gleichen Tag hat er direkt Anwalt angerufen und Polizei und so weiter. Also, das geht nicht, nein, das ist doch... kann ich nicht akzeptieren, ist doch schlechte Rede, dies und das. Wo hättest du, wenn du jetzt noch kannst wählen, stell dir vor, du kannst wählen, was hättest du für Ausbildung gemacht? Immer noch IT, aber nicht dort. Wo hättest du am liebsten gemacht? Hey Bro, in einem Grossbetrieb, in einem Betrieb wie jetzt bei dir, weißt du, wo zwar ab und zu ein bisschen Abfuck ist und so weiter, aber wo wenigstens Struktur herrscht, wo wenigstens kannst du sagen, hey, du machst nach dem das und du weißt, du machst das. Und nicht, du musst irgendeinen Scheiß machen, der nicht zu seinem Job gehört. Bro, ich glaube, so bei wirklich Grossfirmen, Migros, Swisscom, was auch immer, Lehre machen ist wirklich geil, Bro. Ja, die legen da auch brutal viel Wert auf. Ja, jetzt. Bro, ich meine, ich habe auch Benefits gehabt, ich habe GA, ich habe Handy-Abo gezahlt bekommen. Okay, ich kann meine Seele angeben, aber dafür... Oder man kann sein Benzin selber zahlen, ab und zu mit so Luzern fahren. Oh, das ist eine geile Geschichte, Bro. Mit dem Blitzer? Nein. Mit der alten Frau? Ja, aber die wo ich etwa 6 Stunden dort war. Ja, mit dem Holland etwas.
Ja, Mann. Ja, Mann. Aber weißt du was, anderes Mal. Nächstes Wort. Das geht auch ein bisschen länger. Gleitgel. Keine Ahnung, brauche das? Ich habe eine lustige Story zu dem. Okay, ja, in dem Fall. Okay. Sag doch, dass du das Wort aussuchst, damit du kannst erzählen, Mann. Ja, ich suche Worte, damit ich kann Content generieren Mach. Gib ich dir noch ein nächstes Wort suchen. Okay. Shida. Bro, ich bin mit meiner Mutter, meinem Cousin und nochmal jemandem auf Spanien gefahren mit dem Auto. Ja. Meine Mutter hat für eine Strecke von 1200 Kilometern 20 Stunden gebraucht. Ist das normal? Das ist verdammt viel. Ja, das ist etwa Pi mal Daumen Zürich-Istanbul, glaube ich. Nicht 1000, 3000. Und dann? Etwa ungefähr. Also das Aber ist das ist verdammt viel, das ist verdammt lang. Ja, das ist voll normal, finde ich jetzt. Das schaffst du doch in 15 Stunden locker. Nein, Bro, bist behindert. Das sind, Es täuscht. Du musst nicht davon ausgehen, dass 1200 Kilometer 120 fahren sind 10 Stunden. Du fährst nicht 120. Okay. Du machst Pause, es gibt Stau, du entspannst dich, du tust auch mal drücken. Okay, eben, als älter fahrt ein bisschen entspannt, weißt du? Ja, fair. Eben mit Pause machen, mit ein bisschen chillen, fair. kommt das schon an, Okay. weißt Auf jeden Fall, Nein, also von Vinti auf Istanbul ist 2000 Kilometer. Ah, shit. eben wieder. siehst du. Aber, ja gut, da steht jetzt von der Zeit her 23 Stunden und 25 Minuten. Aber weil es halt auch vieles Autobahn, Bro, jetzt mittlerweile. Okay, erzähl weiter, ja. Und dann haben wir so, irgendwo bei einer Tankstelle haben sie so Safer Sex Good Bags verteilt. Okay. Mit so Kondom Verteilt, okay. und so. Einfach Promo-Artikel, ja. Und mein Cousin hat das genommen. Mein Cousin hat so Sonnenbrille gehabt. Und so, er hat immer wollen die Igli-Frisur machen. Und er sagt so, er nimmt so das Ding, so eine Tube, und er so, was ist das? Meine Mutter hat nicht erklären, was Gleitgel ist. Ja, normal. Und sie so, das ist Haargel. Nein, Bro. Nein. Fuck. 10 Minuten später hörst du, ah! Und meine Mutter so, was passiert? Er so, mein Kopf brennt. Nein, Bro. Hättest du nicht irgendetwas anderes sagen als Haargel? Handcreme oder so vielleicht, Bro? Er hat brüllt, er so, ah! Bro, man, fix. Der Junge schnell drin. Ich hab mich kaum gelacht, Bro. Du Jungfrau? So sag ich. Mit 12, ich so, er hat doch nie gefickt. Du hast noch nicht rumgemacht. Ist das der Sommer, wo du erstmal rumgemacht hast? Ja! Bro, was ist das passiert, Mann? Bro, man, das ist ein lustiger Sommer gewesen, man. Geil, Mann, geil. Erstmal rumgemacht mit dem Besten, Mann. Ja, Mann. Wer das Wort aus? So. Angst. Von Idealisches. Idealisches, okay. Also, Idealisches stimmt Angst. Was sollen wir über Angst erzählen? Was hast du am meisten Angst? Was habe ich am meisten Angst? Ja. Und ich rede nicht jetzt etwas Poetisches wie so, Bro, ich habe Angst, wenn das eines Tages mir passiert, sondern Ah, du redest von Alltag. Also ich muss ehrlich sagen, Was würde jetzt Angst machen, wenn jetzt da jetzt würde passieren oder sie oder so? also wir reden nicht von etwas wie Kapitalismus. Nein, es muss Ich habe nicht Angst vor poetisch, es Kapitalismus, muss Bro. nicht poetisch Ich habe werden. Angst vor Kapitalismus, Bro. Wir Ich habe Angst vor drin, 9 Bro, wir Stunden, sind Teil von dem. 9 Stunden am Tag arbeiten, Bro. Ich habe Angst vor dem. Ich sag dir ehrlich. Deswegen machen wir einen Podcast. Nein, auf jeden Fall, Bro. Aber du willst wissen, vor was ich wirklich Angst habe im Sinne von Bu. Ja, einfach so etwas oder Angst. Ja, aber ich habe Angst vor Kapitalismus. Bro, ich habe Angst davor. Ich sag dir ehrlich, ich habe Angst nicht genug Geld zu verdienen. Ich habe Angst, meine kreativen Träume nicht können ausleben, Bro. Das sind Angst, mit denen ich jeden Tag muss umgehen. Okay. Ich habe aber auch Angst vor... Sorry. Ja, gibt es Hey, irgendetwas Bro, so? ich sag dir ganz ehrlich, ich bin nicht gerne im Dunkeln. Zum Beispiel, das ist ein guter Punkt. Dankeschön. Es gibt so das dunkel. Mhm. Es gibt so das Dunkel, wo so ein bisschen einmal noch Form siehst von Sachen. Bruder, schau. Ich sag dir ehrlich, seit du und der Gilly mich einmal so schlimm verschrocken haben daheim, ich bin nicht mehr der gleiche, Bro. Ich habe mir 15 oder 20 Minuten Ich bin so mies versteckt, um dich Bro. einfach zu ziehen, Bro. Du hast ja auch Geduld gehabt. Ey, Bro, das sind einfach Leute, die haben kein Leben gehabt. Ey, schau. Bro, erzähl bitte. Erzähl deine Sicht. Also ich glaube, ich bin 15 Minuten locker auf dem Balkon am Rauchen und am Chillen gewesen.
Genau, also ich und Gilly sind oben gewesen. Und wir haben, ich weiß nicht, ob wir dich gerufen haben oder irgendetwas, aber wir haben einfach nichts gehört von dir. Also keine Antwort bekommen. Wir haben gewusst, du bist unten. Ich habe einen geraucht. Kann sein. Und auf jeden Fall, ich gehe so Treppe ab, ich schaue erst auf den Balkon. Ich gehe hoch, ich so Gilly, er kommt jeden Moment sicher Ruhe, verschrecken wir ihn. Easy. Ich verstecke mich hinter der Wand, wo Gott, wenn du hochkommst, geht rechts sofort, ja, die Treppenwand ist. Wir haben über die Oberstücke gesucht. Ich verstecke mich. Sorry für den Flex, Bruder. Ich verstecke mich. Duplex. Ich verstecke mich hinter der Wand und ich so, hey Gilly, einen Moment, so versteckst du dich in seinem Zimmer. Zuerst ich, nachher du. Wir warten nach 5, 6 Minuten, bis der Typ kommt nicht. Was läuft? Also gehen wir runter, so richtig langsam, so kriechend. Nachher schauen wir so um die Ecke, der ist immer noch vom Balkon. Ihr so Mission Impossible Style. Ich so, Bro, schau jetzt, die ganze Unterstock ist dunkel. Wenn wir schlau und schnell machen, checken wir mal, dass wir uns in dem Zimmer jetzt auch noch bewegen und uns verstecken. Also gehe ich in die Küche und er geht hinter dem WC. Mhm. Und du kommst raus, wenn sobald der Treppe hochläuft, rennen wir hintereinander, machen Buh. Und Bro, ich bin rausgelaufen und ich schwöre bei Gott, ich habe irgendwie gemerkt, es ist nicht okay, Bro. Etwas passiert. Es ist dunkel, ich höre nichts von da oben. Ich bin so durchgestanden, ich bin reingekommen. Ich so, Jungs. Und nachher er einfach so, Und dann bist du ins WC. Antwort. Also während du stehst am Tisch, hast den Kopf verrundet. Und nachher der Gilly hat gemerkt, also, okay, ich will aufs WC gehen. Ist er in die Küche zu mir gekommen. Und Bro, dann bist du ins WC. So, wirklich, die sind so Schachfiguren, Bro. parallel mit mir am Laufen. Ich sehe einfach nicht. Ich gehe WC, Bro, chillig. Du gehst WC und beim WC, also das ist alles jetzt etwa so 10 Minuten gegangen und beim WC hat es wirklich nochmal so 20 Minuten gebraucht. Wir haben warten. Überleg, Bro. Wir haben zu keinem Zeitpunkt gedacht. 35 Minuten haben wir gewartet. Wir haben zu keinem Zeitpunkt gedacht, ey, vielleicht übertrieben so lange warten, gehen wir einfach hoch. Nein, wir dürfen wieder durchziehen. Also, wenn wir jetzt schon so weit gekommen sind, wir machen bis am Schluss weiter. Und Bro, ich bin wieder aus dem WC gekommen und ich habe so gedacht, ey, die mich ficken. Und dann habe ich gedacht, welcher gesunde Mensch verbringt 35 Minuten damit, um mich einmal zu ficken? Und dann ist der Josh aus dem WC und geht Richtung Treppe und er geht und ich glaube sogar, dass du, während du gegangen bist, wie so Jungs gesagt hast oder so. Oder ich bin hochgelaufen, ich nochmal so Jungs, wieder nicht. Und nachher hast du, glaube ich, gesehen, dass am Gilly seine Türen zu ist und dann denkst du am Game oder so. Ja, vielleicht. und dann habe ich das Licht abgestellt. Vom Treppenhaus. Also jetzt, nur kurz zum sagen, es ist dann die ganze Wohnung komplett dunkel gewesen. Checkst du, also wirklich dunkel. Du hast nur noch beide Stück. Es ist nur noch oben das Licht gehabt und es hat nur so ganz wenig auf Treppenhaus so ein bisschen gescheint, weißt du, so ganz wenig. Na, so ein Siegtem, Bro, weil ich höre auf einmal, höre ich so. Und dann läuft er so 4-5 Schritte hoch und ich und er geben jetzt Signal und wir haben gesagt, du musst laute Schritte machen und schnell. Und Bro, wir sind richtig laut und gerannt, so richtig schnell und du drehst dich schon schockiert und mir so Bro, aber ich schwöre bei Gott, ihr seid wie so Viecher am Boden gekommen und ich habe dann, jetzt ist vorbei. Ich habe dann, jetzt ist vorbei. Ich habe mich umgedreht, ich so Bro, und das Geile ist, du weißt, es ist gut gewesen, wenn er über eine Stunde hässig in Zimmer abgeschlossen ist und er steht in den Chat, können wir nicht in mein Zimmer klopfen, nicht. Bro, ich bin so hässig gewesen, Bro. Ihr sind einfach so, ihr so und ich habe kurz gedacht, ey, dass ich mir in die Hose gepisst habe, Bro, ist ein Wunder, Bro. Ich und er gehen nachher in Discord und du bist richtig gepisst oder so nach halb Stunde Game. Ich bin ins Zimmer, ich habe meine Türe zugeschletzt, ich habe abgeschlossen und ich so vor dem Spiegel so. Noch Mittelfinger gegen die Tür. Ich schwöre. Du musst mir die Scheiße freuen. Der Koffer anpacken. Jetzt. Ey, ich bin so hässlich. Und die sind noch, ihr so. Warte. So, bevor das passiert ist. Du hast die Tür abgeschlossen, war richtig fest, mir gewusst, du bist hässlich. Nachher, wir haben gewusst, okay, der ist ein bisschen pissed, aber wir sind nachher in Discord, wir sind gamen, wir sind, weißt du, geil, am Gamen. Und dann so nach einer halben Stunde, Viertelstunde, ich so zum Gilly, hast du vom Josh im Zimmer gehört, der ist schon neben dir. Also, nichts. Ich bin so allein im Schwarz, im Gesicht. Ich kann nichts mehr gemacht. Er ist nachher in die Dusche gegangen. Und nachher, ich so zum Gilly, wäre es vielleicht die Option, schau mal klopfen und fragen, wie es ihm geht.
Ja, fix, es geht ihm sicher gut. Ich so, ja, es geht ihm sicher gut. Gehen wir einfach gut fragen. Wir gehen zu dir ins Zimmer und wir so, Josh? Nicht. Bro, alles okay? Bro, geht's gut? Lass mich in Ruhe, verpiss euch. Ich war so hässlich gewesen. Aber bei Gott, Bro, wieso haben wir müssen wie Missgeburt am Boden kriechen so? Wir sind so auf allen 4. Ich so, Bro, ich hab so Angst gehabt, gell? Ich schwöre bei Gott, ich hab schon so viele Angst. Gesichter gesehen von dir, die verschlagen wurden, aber das ist Angst gewesen. Bro, ich das hab ist wirklich Angst gehabt um mein Leben. Ich hab bis jetzt nicht gewusst, dass ich leben will, weißt du, was ich meine? Ich hab Angst gehabt um mein Leben. Ich hab dann jetzt gewesen. Ich hab dann jetzt ist vorbei, Bro. Hey, riesen Aufwand, Mann. Stell dir vor, es wäre einfach nicht aufgegangen. Halbe Stunde. Ja, egal, wir haben das nochmal 35 gemacht. Minuten von ihrem Wir haben das Leben. nochmal gemacht. Bro, Mann. Stell dir vor, ich wäre gekommen, ich hätte zugemacht. Das wäre beschissen gewesen. Aber Bro, Das ist eine geile Zeit ich gewesen. hätte wieder euch wieder anficken. Und ihr und der Bips. Ey Bro, aber ihr habt aber mich echt übertrieben, man, so mit dem Verschrecken. Ja, und also so. ich bin auch nicht schreckhaft gewesen, bis ich in die WG gezogen bin. Nachdem hat mich genommen, Bro. Ab jedem Geräusch, ich bin richtig irritiert, Bro. Wie so ein Reh, wo so ein Knirschen im Wald gehört. Hallo? Du bist ja so eine, du hast ja dein Gamer-PC hast du genau gegenüber von der Tür. Ja. Du bist mit dem Rücken zu der Tür. Und Bro, mir hat das halt so krass traumatisiert. Früher, wenn er so in diesem Game drin war, ich so, Darum hat er die Tür zu abgeschlossen. Bro, er Ja, ja. schießt die Tür Das jedes Mal ab. Aber jetzt schließen wir Bro, ab. ich laufe rein so, nicht. Ich mach die Tür auf, nicht. Ich so, Zero, nicht. Ich Und dann, fahr im er am Game. Gamen, er so, sit down. Sit down. I fuck you, you piece of shit. Er am Gamen, online, am Schreien. Jährige am Trash-Talken. Bro, ich hinter ihm so, ich so, Serhat. Er so, ah! So, Bro, einmal ist noch schlimmer gewesen. Einmal, ich bin so voll drin im Game, gell, voll konzentriert. Und ich so voll ruhig am Game. Und irgendwann mal hat sich das Game entspannt. Und ich weiß, etwas ist da. Ich schaue rechts, er so. Und ich so, ah! Ich bin weißt wie gestorben, Mann. Das ist... Und Bro, seitdem, du hast noch schlimmer gemacht. Ab und zu so, Spaß, Bro, ich geh raus. Die Tür zugemacht. Weißt du, bei wem könnte der das Bro, jetzt anmachen? warte. Ja, mit dem Bro, ich habe ihm wirklich gesagt, ich so, hey Bro, sorry, ciao. Und dann habe ich die Tür zugemacht, bin einfach hinter ihm gestanden. Und ich habe gehört, die Tür ist zu. Und ich Und so, er macht so halt. Und nach 5 Minuten ich wieder. Und er. Und seitdem eben erst die Tür ab. Und Bro. es ist so eine Angewohnheit, wo ich sage so, Bro, wieso schließt die Tür ab? Er so, einfach so, lass mich in Ruhe. Und dann, Bro, du musst noch überlegen. Amix ist er so auf seinem Bett und ich klopfe so. Ich so, Serhat. Er so, Ich so, darfst du reinkommen? Er so, ja. Dann mach ich auf, es geht nicht, und wieder abgeschlossen. Er macht so. Ah, man leid. Ich muss nachher rufen, so, fuck, Alter. Ich stehe nicht auf, ich so, was? Meistens ist etwas Dummes. Ja. Und du so, du Bäcker, was läuft? Nur das, ich so, was? Nicht mal, was läuft? Ich so, nicht, Bro, wir haben chillen. Ey, die ist jemand, dann fang nicht, ich so, was? Sorry, Bro. Und so, was ist? Nö, Bro, sorry, Vöcker. Ich kann ein bisschen mit dir reden, Amix, ich vermisse dich, Bro. Ich dachte, ja, Bro. Amix, am guten 9, 10 am Morgen, ich sehe dich aus dem Zimmer wie ein Oger, so am Laufen. Ich Der sag, gute ich so, hoi, Serhat, du so, Und dann gehst du Wasser da haben. Lock. Gute Zeitstück auf Kommst Ex, zurück, ich Bro. so, ey, Serhat, ciao, du so, Der gute Morgen. Nur so am funktionieren, Bro. Ich sag dir, ich funktioniere am Morgen nicht. Es fängt sich alles erst an drehen, so alle 10 Minuten langsam entspannt. Aber easy, man, wenn es so gut geht, so gut. Wie lange sind wir am Aufnehmen, Brate? Ja, Über eine schon Stunde. gut. Es läuft gut. Jetzt mit dem Gegend ist lustig geworden am Anfang, Ja. ist zu sentimental. Ja, emotional wirklich, geworden. wirklich. Okay, Therapie. machen wir noch ein Wort. Ja. Was wollte er? Was meint der Schein mit 385? 385i, Bruder. Cello und Alpti. Aha, das ist der Ding, Label. das Label. Bro, wir haben einfach, es hat so Phasen gegeben, wo ich und meine Cousins in Antalya sind. Und wir sind, keiner weiß wieso, aber morgen um 3 Uhr, 2 sind wir durchs Hotelgelände gelaufen. Mhm. Und dann bin ich einfach geschrien, da weißt du, trag 5 ein. Gel und Alpti, wir haben einfach das immer rumgeschrien. Willst du wissen, vor was ich Angst habe sonst? Oh, Entschuldigung, Nein, Bro. schon Es gut, tut Bro. mir so leid. Ist auch gut, Joda schon bindig. Es tut mir leid. Bro. Sag, was ist Angst? Ich habe, das weißt du, ich habe unnormal Angst vor Käfer. Ja. Unnormal. Mhm. Also, unbeschreiblich, Bro. So ein kleines Ding nimmt mir fast meine Seele. Mhm. Unnormal Angst. Ich kann
Okay, ich weiß, sie haben so Sinn und Zweck Mhm. für die Natur. Aber letzte ist mein Albtraum-Szenario passiert. Und Ja. ich kann mir nicht erklären, wie. Ja. Es kann vielleicht sein, dass der Woody so den mitgenommen hat und ich voll in meinem Leben gehe. Aber Bro, letzte, du weißt, mein Echo vom Sofa, wenn ich anliege, wenn ich voll entspannt bin. Ja, der Gute. Ich schaue Fernsehen, Bro. Es ist nicht deine Ecke vom Sofa, es ist einfach die Sofa. Die Ecke ist einfach die Sofa. Auf jeden Fall, Bro, ich liege so an, voll entspannt, Bro. Ja. Ich schaue Fernsehen. Und wenn du vor Käfer Angst hast, Ja. was ist eins der schlimmsten Szenarien, die du dir vorstellen kannst? Die irgendwo drauf am Krabbeln. In den Kleidern drin oder so. Wenn du spürst, dass sich da etwas bewegt und richtig fressen geht. Und das war original 1000 Füßler, Bro. Wie ist das passiert, Bro? Meinst du ernst? Bro, ich bin so am Liegen und ich so, Bart, ich so, Heb deine Fresse. Und irgendwann mach ich Sprech, wie es da hoch und ich so, hä? Ich mach so. Ich schau auf den Boden, 1000 Füße. Ich so, weißt du, ich bin erst nachdem verschrocken, nachdem ich es gesehen habe. Ich verstücke erst, nachdem ich es gesehen habe. Ich bin allein daheim, ich schrei. Ich gehe ins WC, Bro, nehme WC-Papier, das weg, das entsorgen und ich gehe hoch und ich habe, wahrscheinlich wie du, wo du verschrocken bist, ich bin ins Bett gelegen, so eine halbe Stunde. Ja. Einfach eine halbe Stunde. Ich habe versucht zu verstehen, wie das passiert ist. Bro, man. Käfer sind echt etwas Gruseliges. Hey, wenn ich jemals mit jemandem bin, so, und die Person sagt mir so, ey, das ist Spinne, bitte bring sie raus. Nein, nein. Mhm. Jemals das bezeugen, bis bevor ich ausgezogen bin, ich habe immer meine Mutter mit rufen. Stimmt das? Ja. Okay, danke. Ja, das Also morgen 2 mir scheißegal. Ich so, Mami, ich helfe. aber deine Mutter ist auch Scheißegal, also ein bisschen Dorfkinder. Dorfkinder. Ich schwöre. Ja, Angst. Unnormal Angst vor Käfer. Also übertrieben, wirklich, auch schon das kleinste Krabben stresst mich brutal. Ich gehe sofort so. Ich hasse Bremen so fest. Bremen, das schon mal passiert, das sind so, glaube ich, die Fake. Das sind die grossen Flüge. Die aber fake. Wenn die dich beißen, Bro. Pah. Die sind immer an der Töse und so. Ich hasse das. Ich würde so gerne mehr an den See gehen. Ich schwöre. Aber ich hasse Käfer. Es geht nicht, Bro. Es geht nicht. Ich bin zwar ein Mensch, der rein von geografisch gesehen ein Mensch von der Natur muss sein, aber ich bin nicht, Bro. Ich bin nicht dafür gemacht, Bro. Ich bin hure gern, weißt du, wandern und all das Scheiß mache ich hure gern, Bro. Fix, ja. Aber wirklich Käfer sind etwas Gruseliges, man. Unnormal Angst. Wirklich. Okay, ich habe mega lange nicht gecheckt, was der Shady 2.6 meint mit dem Wort. Drittunterste. Checkst du das Wort? Also, vielleicht hat er das zu viel Flacherde. Er hat geschrieben, flache Erde. Aber er meint flache Erde. Okay. Mit Abstand, ich habe mega lange nicht gecheckt. Ja, Bro, was soll ich sagen, Bro? Keine Erde ist flach, ja. Also, hast du schon mal eine Weltkarte gesehen? Wie ist die? Flach. Flach. Ganz einfach. Es ist auch ganz klar bewiesen, dass wenn du von Japan weg noch mit dem Schiff weiter hinterher gehst, du gehst unendliche. Es ist eben nicht flach, es ist eigentlich so ein bisschen wie ein... Es ist flach, aber es hat so... Teller, aber so ein bisschen Teller. So ein bisschen Teller-Vibes, genau. Und die Leute, die mit dem Argument kommen, dass Erde nicht flach ist, weil es gibt Bilder von draussen, wo man sieht, dass Erde rund ist. Fake, weil die Leute die wollen so fest, dass wir daran glauben, dass die Erde rund ist, dass sie die Bilder faken. Jeder andere Planet ist rund, ja, einfach Erde ist nicht rund. Bro, es sind vor Tausenden von Jahren Griechen damals mit ihren Mitteln herausgefunden, Erde ist rund. 2022 Leute, die sagen einfach, nein, ist flach. Ich check auch nicht, wieso sollte, also ich check wirklich nicht, wieso sollte die Regierung... Wer hat das auf in die Welt gesetzt? Also, einmal gibt es ja sicher Gerüchte, wo Leute sagen, so, das wäre geil, weil das geht sicher um. Aber was ist der Sinn und Zweck dahinter, zu sagen, Erde ist flach? Ja, aber mal angenommen, sie ist flach. Mal angenommen. Ja. Was ist der Grund, wieso die Regierung sich so viel Mühe gibt, dass man glaubt, dass Erde rund ist? Was hat sie davon? Stimmt, ja. Was ist der Mehrwert davon? Wieso glaubt man überhaupt daran, dass Erde flach ist? Was? Wieso glaubt man überhaupt an das? Ich schwöre, Alter. Ja, so viel zu flache Erde. Es hat im Winter immer wieder die Leute, die jetzt so gehen Kreide am Boden anschreiben und sagen, Preise sind gestiegen wegen den Geimpften und so. Die meinen auch, sie sind so die Freiheitskämpfer, Bro. Che Guevara etwas. Ich schwöre, juckt. Ich nehme noch eins. Mhm. Es hat im Winter immer wieder die Leute, die so gehen Kreide am Boden anschreiben und sagen, Preise sind gestiegen wegen den Geimpften und so. Die meinen auch, sie sind so die Freiheitskämpfer, Bro. Che Guevara etwas. Ich schwöre, juckt. Ich nehme noch eins.
Jetzt check ich, ob du gleich Geld gemacht hast. Das ist irgendwie so das zweite oder so. Okay. 332 mph. Ist das nicht der Haus? A.k.a. Haus. Haus, was läuft, Bro? Es geht Cousin. Fremdschämen. Was sind Sachen, für die du dich fremdschämst? Wenn Leute mit Boxen rumlaufen. Ey, gibt es das noch in 2022? Ja. Wow. Das ist etwas, für das schäme ich mich wirklich fremd, Bro. Extrem, Bro. Was schäme ich mich? Fremdschämen, Bro. Boah. Wie soll ich das Wort ausgeben, wenn dir nicht einfällt? Wenn ich TikToks sehe, von Kurden oder Türken, wie sie auf Englisch so singen. I'm gonna pop some tanks, but I ton buckets. Bro, es gibt sehr viele Sachen, für die ich mich fremdschäme. Ja. Hey, Bro, es gibt schon wie sehr Sachen, wo so wirklich cringe sind, weißt du, wo so mich schüttelt, wenn ich das sehe. Ja, extrem viel, ja. Aber ich habe jetzt wirklich Mühe, um dir zu sagen, ich auch, spezifisch das das und das. Sorry, ich habe das Wort einfach, ich habe einfach gesagt, ich nehme das Wort, aber eigentlich, wie du sagst, ich muss überlegen mit Content. Ich schäme mich fremd für Kanake-Jungs, Bro, ja. Wo ein Bild von sich aufladen und dann auf Insta und dann sponsoren, Bro. Wieso tust du ein Selfie von dir sponsoren, Bro? Also das verstehe ich bei Gott nicht. Das verstehe ich bei Gott nicht. Also wenn ich einen Zweck für dahinter sehe, würde ich sagen, okay gut, der Zweck ist um. Weißt du, wenn das so ein... Hättest du einen Podcast? Bro, Werbung auf Insta ist ja nicht schlimm, aber wieso tust du ein Selfie von dir sponsoren? Ich check's nicht. Ja. Ich kann nicht deine Fresse sehen, Leon von Zürich, Bro. Weißt du so? Ich schwöre. Ja, ich check's auch nicht. Und dann so, eine Hand auf Lenkrad, Liebe gespitzt so. Und fahren und nachher schreiben sie irgendwie noch so an. Keine Ahnung, Bro, braune Augen sind gefährlich, aber in der Liebe ehrlich. Ich schwöre, Bro, wirklich dem. Also mach einen, dann schließen wir ab. Also schließen wir ab. So. Onkel. Also sorry, Eis Nero. Schreibt Onkel. Hey Bro, by the way. Ich hatte dir schreiben. Ich kann dir nicht schreiben, weil keine Ahnung wieso. Aber damals, wenn man einen Sticker schicken, hast du dich gemeldet. Und du hast nur deinen Vornamen angegeben, wie irgendwie 80% auch. Ich weiß nicht, was ihr erwartet, aber du hast Vornamen angegeben, Bro, und ich habe halt die Adresse und den Nachnamen. Der Zug ist abgefahren. Aber schiebst du einfach mal DM für die nächste Runde, wenn wir wieder verschicken. Schick einfach mal DM. Auf jeden Fall, ja. Er hat gefragt, oder er hat geschrieben, Onkel. Ja, Bro, du hast die lustige Onkel. Ich habe ganz... du hast sicher auch so Mutterseite oder Vaterseite, weißt du, so, wer so ein bisschen mehr crazy ist. Mhm. Und bei mir ist definitiv Mutterseite wirklich... Die sind alle krank, Bro. Ich liebe sie, ich schwöre, ich liebe sie alles. Ich liebe sie, Bro. Das sind... Früher, wenn ich so bei meinen Brüdern irgend so einen dummen Spaß gemacht habe oder irgendwie so geschupft, geschlagen, was haben wir einfach so... Spaß war einfach so... Nicht Spaß ist eigentlich... Mein Vater immer... Das ist von deiner Mutterseite. Ich schwöre bei Gott, wir sind zivilisiert, weißt du? Bro, was soll ich dir erzählen? Wo soll ich anfangen, Lan? Was soll ich erzählen? Ey, mein Onkel, der Vater von Dennis, Legende-Typ. Was? Hä? Ja. Legende-Typ. Er hat letzte Zeit angefangen, so mit ein paar Sachen machen, die mich überraschen. Ja. So eben, ich weiß nicht, ich glaube, Englischunterricht und so weiter und Deutsch. Ah ja? Und so, weißt du, so Sachen, weißt du? King. Und jeder von uns, im Sommer gehen wir ab, oder? So, jeder geht ab mit dem Auto. Und bei uns war es so, du gehst auf Italien, mit der Fähre von Italien auf Griechenland und von Griechenland mit dem Auto dann bis zur Türkei. Mhm. Und einmal sind sie auf Italien gefahren und mein Onkel zeigt so dem Typ, der so Leute lotsen tut, ey, ich habe ein Ticket von dieser Gesellschaft. Er sagt, okay, von dieser Gesellschaft, da durch bitte. Er geht, er parkiert und du musst dir vorstellen, dann sind alle so etwa 100 Autos oder so vor dem Hafen, vor dem Port. Und er ist so mit drin, also du kannst, wenn irgendein Scheiß passiert ist, kannst du nicht einfach wegfahren für das. Das sind alle anderen am Kleben, weißt du. Und dann mein Onkel geht so, essen mit meinen Tanten und Cousins und so, geht so entspannt den Tag verbringen. Er sagt, in 2 Stunden kommt der Dings, können wir langsam führen.
Also er hat das Auto fährt und ist noch rausgegangen. Genau, er hat also weißt, der Typ lotst dich und sagt, okay, geh führen, erste Reihe, so geh, fertig und dann steig aus und komm wieder am Abend. Ja. Und dann mein Onkel geht am Abend zurück und er sieht, so bis im Auto, er steht bis im Auto und er schaut das Zettel an und das Unternehmen hat ein rotes Logo. Er schaut rechts und beim Port rechts ist das Unternehmen mit dem roten Logo und das Schiff dort. Aber auf dem Schiff, wo er ist blaues Logo. Ja, ist geil gewesen. Er so, kommt vielleicht noch, weißt du, kommt vielleicht noch. Er schaut bei den anderen Autos auf den Frontspiegel. Alle geil. Frontdingsglas, alle geil. Er so, irgendwas ist verkehrt. Er geht zu den anderen, sagt, er geht eigentlich dort hin, um die Zeit. Die so, ja, voll, wir gehen auf den Rot um die Zeit. Wir warten, der ist gerade da, weißt du, wir gehen jetzt gerade rein. Er so, ich gehe jetzt hin? Er so, ja. Mein Onkel, kein Englisch. Er sucht irgendeinen Verantwortlichen. Er so, hey, nachher packt rein. Er so, hey, ich muss da raus. Der andere, no, weißt du, irgendwas zum Erzählen. Er dann checken, nachher mein Onkel, irgendwann mal kein Nerven, weißt du, richtig am hässig werden. Er packt ihn so, Olum, Ulan, what is this? Sorry, Bro. Ulan, what is this? Der andere so, was? What is this? Ulan, Olum, what is this? Und dann hat er erst mit der Farbe können sagen, um was es geht. Er so, ich rot, da ist geil. Er so, okay. Er so, ja, ich muss weg. Und nachher, zum guten Glück sind all die anderen Autos auch Leute, die müssen runtergehen, alles Türken, Kurden. Und dann hat mein Onkel auf eigene Faust die Leute gefunden. Er so, kannst du bitte ein bisschen führen, du rechts, du links, ich muss da irgendwie raus. Krass, Mann. Er ist rausgegangen. Das ist Italien, oder wo ist das? Italien, ja. Die Leute, die wäre auch kein Fick, Bro. Ich verstehe nicht, wie du kannst... Also Bro, der Typ ist farbenblind wahrscheinlich. Er so, okay, grün. Er so... Da? Bro, apropos. Ja. Also ist die Geschichte fertig. Eigentlich nicht so krass, aber ja, das war das. Das ist geil, also ich finde es... What is this? Bro, ich habe während der Lehrzeit, also ich bin dort nicht mehr in der Lehre gewesen, Ja. haben wir so einen Erstlehrjahrstift gehabt, Bro. Und ich musste einschaffen. Und wir hatten so ein Tool gehabt, wo wir haben müssen Leute, die reinkommen, aufschreiben, so quasi Frau, roter Pulli, dies, das. Damit die Leute wissen, wer als nächstes dran ist, ohne dass es Schlangen gibt. Sinn davon ist ja, dass es ein bisschen persönlicher wird, das Ganze, oder? Ja, genau. So, dass dann jemand zu dir läuft und sagt Serhat. Also weißt du, so quasi. Ja, voll. Dann haben wir eine gehabt mit rotem Pulli. Ja? Und ich habe so geschrieben, Mann, roter Pulli, blaue Jeans. Ja. Dann kommt so der eine Lehrling zu mir und sagt so, ich suche den Herr Meier. Ich so, da vorne? Weil er ist wirklich vor uns gewesen. Ja. Ich habe geschrieben, roter Pulli. Ja. Und er macht so, okay. Und dann läuft er und geht dann mit dem grünen Pulli und sagt, Herr Meier. Er so, Herr Meier? Der Typ schaut ihn an und sagt so, nein. Und dann kommt neben der Herr Meier im roten Pulli. Er so, da. Okay, danke. Dann geht er zu mir. Nachher rief ich ihn zu mir, ich so, Geht's? Ich so, Juric, ich so, bist du behindert, bist du farbenblind oder was? Er so, ja. So. Nein. Oh mein Gott. Oh Gott. Und er einfach so, ja. Bro. Shit. Ich weiß, das gleiche auch bei mir in der Lehre passiert. Ich bin in der Berufsschule. Wir haben da jemanden gehabt, der farbenblind war. Und es ist darum gegangen, dass irgendwie etwas ist mit Rot unterstreichen. Und der hat auch mit Grün so gemacht. Nachher kommt so der eine, Schippi, er so, ja man, bist du behindert, du musst rot machen, weißt du? Er so, ist nicht rot. Er so, oh man, ist grün, bist du farbenblind? Du musst einen roten Stift. Weißt du, normal, keiner von uns ist so einfühlsam und geht so, er so, ich bin farbenblind, sorry, dann von mir rot. Der andere nimmt so einen Stift, rot, man, rot, nicht blau. Oh mein Gott, Bro, Mann. Ja? Okay, das ist für euch Folge 19 gewesen. Serhat, machst du bitte das Outro für uns? Nach Folge- wie lang? Warte schon, egal. Ja, Folge 19. Folge 19 für euch. Ich habe sehr gemischtes Gefühl, wie die Folge rausgekommen ist. Keine Ahnung. Gebt uns Feedback, sagt, wie es war. Folgt uns auf Instagram, auf TikTok. Bewertet uns auf Spotify. Folgt uns auf Spotify. Und abonniert YouTube. Ich schon, wo viele Leute. Stimmt, das haben wir vergessen. Abonniert auf YouTube, weil, ich sag's euch das, Ja. wir planen auf YouTube mal live gehen. Aber noch kein fixes Datum, so können wir noch nicht sagen. Aber auf jeden Fall abonniert uns auf YouTube, überall wo es nur geht. Und dann seht ihr sicher demnächst irgendein Datum, was YouTube live gibt. Und dann können wir zusammen mal live miteinander einen Podcast führen. Mit einem Q&A so ein bisschen, weißt du, wie man das sagt Genau, als Vlogger. Q&A, Vlog.
Mann. Day in the Subscribe, Life. like und ja. Auf jeden Fall danke euch vielmals und bis zum nächsten Mal. Das ist kurz und